Herzlich willkommen zum siebten und letzten Teil meiner Webinarserie «Die Rakete Start auf Schweizerdeutsch». Diese Webinarserie ist der perfekte Ort, um zu starten, wenn du dir am Überlegen bist, ob du Schweizerdeutsch lernen möchtest. Also herzlich willkommen auch hier in diesem letzten Video. Heute dreht sich alles um Grammatik. Wie ist die Grammatik im Schweizerdeutschen? Ist sie gleich wie im Hochdeutschen? Gibt es Unterschiede? Über genau solche Dinge sprechen wir heute. Ich bin Naira, ich bin Schweizerdeutschlehrerin und es ist mir ein großes Anliegen, Leuten, die interessiert daran sind, Schweizerdeutsch zu lernen, gute Ressourcen zu bieten. In meinem Online-Kurs Schweizerdeutsch für die Alltag lernst du alles, was du brauchst, um in deinem Alltag Schweizerdeutsch zu sprechen und zu verstehen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Übrigens darfst du mir auch gern auf Instagram folgen und mich hier auf YouTube abonnieren, wenn dir gefällt, was du siehst. So, los geht's mit der Grammatik. Und wenn man an Grammatik denkt, dann ist immer das Erste, was einem so in den Kopf kommt, die Konjugation. Gute Nachricht, die Schweizer haben sich da einen ziemlich tollen Trick angeeignet, um die Konjugation mehrheitlich zu umgehen. Und zwar ist das Wörtchen tun. Tue auf Schweizerdeutsch. Ich zeige dir direkt, wie man es konjugiert. Wir sagen ich tue, du tust, sie es tut, wir tun, dir tut und sie tue. Und wenn du jetzt dieses Verb konjugieren kannst, musst du kein anderes Verb mehr im Präsens konjugieren können. Denn was wir Schweizer super gern machen, ist, wir nehmen dieses Verb tun, konjugiert, und fügen dann einfach das eigentliche Verb, das Vollverb im Infinitiv hinten an. Infinitiv auf Schweizerdeutsch bedeutet ohne N. Also aus lachen wird lache, tanzen wird zu tanze, essen zu esse und trinken zu trinke. Es gibt noch viele weitere Beispiele, aber ich denke, du hast das Prinzip verstanden. Okay, fügen wir jetzt also die Konjugation von tun mit dem Infinitiv zusammen, können wir jederzeit ausdrücken, was wir gerade tun. Zum Beispiel, ich tue studiere oder ich tue lehre oder ich tue recherchiere oder natürlich auch nur ich tue chillen und so weiter. Also, diese einfache Abkürzung mit tun und dem Verb im Infinitiv, die können wir nutzen, wenn wir über eine aktuelle Handlung sprechen. Was mache ich jetzt in diesem Moment? Ich tue essen. Zum Beispiel. Wir können diese Form aber auch benutzen, wenn wir über Gewohnheiten und Hobbys sprechen. Also Dinge, die wir immer wieder regelmäßig tun. Zum Beispiel, ich tue Gitarre spielen. Das bedeutet nicht, dass ich es jetzt im Moment gerade mache, aber regelmäßig immer wieder spiele ich Gitarre. Und wir benutzen diese Abkürzung über das Verb tun auch sehr gern in Fragen. Zum Beispiel, tust du gern Schach spielen? Oder tust du den Fernseher ausschalten? Also merke dir, tun konjugiert plus Infinitiv
so wie der Infinitiv im Hochdeutschen nur ohne N, ist eine beliebte Form, um die Konjugation im Schweizerdeutschen zu umgehen, und du klingst auch direkt ein bisschen schweizerischer, denn wir machen das sehr, sehr gern und oft. Ein weiteres Thema, über das wir unbedingt sprechen wollen, wenn wir über Grammatik im Schweizerdeutschen reden, ist die Vergangenheit. Anders als im Hochdeutschen gibt es im Schweizerdeutschen keine Präteritumsform. Wir haben immer die Perfektform als Vergangenheit. Also immer eine Person, ein Hilfsverb, sein und haben, genau wie im Hochdeutschen, und ein Partizip 2. Kein Präteritum. Die Hilfsverben im Schweizerdeutschen werden wie folgt konjugiert. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, dir seid, sie sind. Und ich ha, du hast, er, sie, es hat, wir hei, dir heit, sie hei. Gut, der erste Teil ist klar, das Hilfsverb. Kommen wir jetzt zum Partizip 2. Das Partizip 2 bildet sich im Hochdeutschen ja oft mit der Vorsilbe G. Im Schweizerdeutschen ist das meist nur ein G. Also das E von der Vorsilbe G wird weggelassen. Ich habe in Zürich gewohnt. Und zusätzlich dazu gibt es viele, viele Verbanfänge, die kein G davor wollen. Also wir haben P, T, B, G, Z, CH und K. Wenn der Stamm des Verbes mit einem dieser Buchstaben beginnt, dann setzen wir da kein G davor. Das wäre super mühsam auszusprechen. Geparkiert, getanzt und so weiter. Also aus getanzt vom Hochdeutschen wird tanzt, aus gezeichnet wird zeichnet und aus gekauft wird kauft. Ich habe tanzt und zeichnet und kauft. Zum Beispiel. Jetzt habe ich dir ja vorhin erzählt, dass es kein Präteritum gibt im Schweizerdeutschen. Und du hast sicher im Deutschunterricht gelernt, die Modalverben, die benutzt man immer im Präteritum. Im Perfekt sind die ziemlich komisch. Wie macht man es also auf Schweizerdeutsch? Schweizerdeutsch hat sich entschieden, die Infinitivform der Modalverben als Partizip 2 zu verwenden. Ich sage also, ich habe dürfen, ich habe können, ich habe müssen, ich habe wollen und ich habe sollen. Merkt ihr diese Formen gut? Die sind ganz anders als im Hochdeutschen. Im Hochdeutschen wird ja nie die Vergangenheit eines Modalverbs im Perfekt gebildet oder jedenfalls äußerst, äußerst selten. Eine weitere Besonderheit in der Grammatik des Schweizerdeutschen bilden Verbverdoppelungen. Was ich damit meine, zeige ich dir gleich. Vielleicht hast du auch schon mal diesen Satz gehört. Ich gehe einkaufen. Gaga, das ist eine sogenannte Verbverdoppelung. Das Verb gehen, konjugiert als ga, ich gehe, wird verdoppelt und zweimal gesagt. Ich gehe einkaufen. In einem solchen Satz haben wir immer Person, dann gehen konjugiert, dann ga als unveränderter Baustein, als Infinitiv quasi, und dann der richtige Infinitiv des Verbs, das wir verwenden möchten, am Ende. Ich gehe schlafen. Als weiteres Beispiel. Wenn wir eine Frage stellen, sieht die Satzstruktur dann so aus.
Gehst du auftun? Wir haben also gehen konjugiert, gehst, dann die Person, du, gehen im Infinitiv, ga, oder als Baustein kann man auch sagen, und dann auftun, aufmachen, das eigentliche Verb auch im Infinitiv am Schluss. Gehst du auftun? Diese Verbverdoppelung passiert auch noch bei einem anderen Verb häufig, und zwar bei dem Verb lassen. Ich sage, ich la mini Haarla schneide. Ich lasse meine Haare schneiden. Auch hier wieder siehst du, dass das Verb lassen, la, zweimal verwendet wird. Ich la mini Haar la schneide. Die Satzstruktur ist wieder die gleiche. Hier ist jetzt noch ein Objekt eingeschoben, aber wir haben Person, lassen konjugiert, Objekt und dann Infinitiv von lassen und Infinitiv vom eigentlichen Verb am Ende. Weiteres Beispiel, Lami lassi, lass mich in Ruhe. Das hört man hier in der Schweiz öfters von Kindern auf dem Spielplatz, zum Beispiel, wenn sie nach Hause gehen sollten. In einer Frage sieht das auch hier wieder so aus. Lass du die Katze rausgehen? Also lassen konjugiert, Person, Objekt, lassen im Infinitiv und eigentliches Verb im Infinitiv. Abgesehen von diesen Besonderheiten, die ich dir gerade gezeigt habe, ist vieles sehr, sehr ähnlich wie im Hochdeutschen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Grammatik im Schweizerdeutschen einfacher gehalten ist als im Hochdeutschen. Das sieht man zum Beispiel an den Relativpronomen. Während es auf Hochdeutsch unglaublich viele verschiedene Relativpronomen gibt, gibt es in der Schweiz und im Schweizerdeutschen nur eines. Wo. Das ist der Hund, wo laut tut bellen. Wo? Das ist das Relativpronomen hier in diesem Relativsatz. Und es ist wirklich so, egal in welchem Fall, egal in welchem Geschlecht du einen Satz machst, es gibt nur dieses Relativpronomen wo. Denen, dessen, der, all die kannst du vergessen, wenn du einen Relativsatz auf Schweizerdeutsch bildest. Weitere gute Nachricht, der Genitiv existiert nicht im Schweizerdeutschen. Also in einem Satz, in dem ich im Hochdeutschen den Genitiv verwenden würde, das ist der Hund des Lehrers, sage ich auf Schweizerdeutsch, das ist der Hund vom Lehrer. Genitiv wird immer ersetzt durch von plus Dativ. Ein weiteres Beispiel dafür, dass die Grammatik im Schweizerdeutschen einfacher gehalten wird als im Hochdeutschen, ist der Nominativ und der Akkusativ. Die entsprechen sich nämlich im Schweizerdeutschen. Ich sage, das ist der Hund und ich sehe der Hund. Von Akkusativ keine Spur. Trotzdem gibt es natürlich wenige sehr verwirrende Abweichungen, bei denen man sich fragt, wieso? Wieso wurde das gemacht? Darauf habe ich leider auch keine Antwort, aber ich stelle dir die paar häufigsten vor, sodass du sie dir merken kannst. Auf Schweizerdeutsch sagt man, ich lüte dir an. Ich rufe dich an. Wir haben also nicht nur ein anderes Wort für anrufen, das sind wir uns ja langsam gewöhnt, sondern wir verwenden nicht den Akkusativ wie im Hochdeutschen, sondern den Dativ. Ich rufe dich an, ich lüte dir an. Weiter gibt es auch ein paar Besonderheiten bei der
Wortstellung im Satz, gerade bei Nebensätzen. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin, ein normaler Nebensatz auf Hochdeutsch mit dem konjugierten Verb bin am Satzende. Bleibt noch gleich auf Schweizerdeutsch. Ich bleibe daheim, weil ich krank bin. Aber sobald wir dann einen Nebensatz haben mit einem Modalverb, wird es ein bisschen speziell. Ich bleibe zu Hause, weil ich einen Film schauen will. Wieder das Modalverb ist hier das konjugierte Verb, steht am Ende auf Schweizerdeutsch. Ich bleibe daheim, weil ich einen Film schauen. Hier steht also das konjugierte Modalverb nicht an letzter Stelle, sondern an zweitletzter Stelle. Am Schluss steht der Infinitiv des Vollverbs, des eigentlichen Verbs. Anderes Beispiel. Ich bleibe zu Hause, weil ich Deutsch lernen muss. Auch hier wieder das Modalverb muss steht am Ende, weil es das konjugierte Verb ist. Nicht so im Schweizerdeutschen. Wir sagen, ich bleibe daheim, weil ich Deutsch muss lernen. Also auch hier wieder muss das Modalverb an zweitletzter Stelle, wenn der Infinitiv an letzter Stelle steht. Du merkst schon, die Modalverben habe ich jetzt schon zweimal erwähnt. Die sind ein bisschen eine Besonderheit im Schweizerdeutschen und haben da ein bisschen Sonderstellung. Das ist das Ende dieses Videos über die Grammatik im Schweizerdeutschen und somit auch das Ende der ganzen Webinarreihe. Und als Fazit möchte ich dir mitgeben, hab keine Angst und trau dich zu reden. Sprich mit Menschen, mach Fehler, lass dich nicht verunsichern, lerne aus deinen Fehlern. Nur so kannst du wirklich Schweizerdeutsch lernen. Du hast wahrscheinlich gemerkt, in diesen 10 bis 20-minütigen Webinars konnte ich nie alles erzählen, was es zu sagen gibt über Schweizerdeutsch lernen. Aber ich hoffe, ich habe dir einen guten Einblick, einen guten Einstieg ins Schweizerdeutsch lernen ermöglicht. Wenn du dich jetzt fürs Schweizerdeutsch lernen interessierst und gern mit mir weiterlernen möchtest, dann schau dir gern meinen Online-Kurs an. Der Link ist in der Videobeschreibung. Du kannst mir auch gerne eine Nachricht schreiben, dann schauen wir uns an, ob der Kurs etwas für dich ist. Und dann bleibt mir nur noch übrig, dir ganz, ganz herzlich zu danken, dass du alle 7 Teile der Webinarserie angeschaut hast. Und ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles, alles, alles Gute beim Schweizerdeutsch lernen.